sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, zum Abschluss des diesjährigen Gedenktages an den Genozid von Srebrenica möchte ich im Namen der Organisation Glas za Bosnu, Stimme für Bosnien, alle Anwesenden meinen herzlichen Dank aussprechen. Mein besonderes Dank gilt Stadtrat Balthasar Letli und der Stadt Zürich für die wertvolle Unterstützung bei der Durchführung dieses internationalen Gedenktages. Ebenso danke ich Frau Dženeta Halilović, Vertreterin der Botschaft von Bosnien-Herzegowina. Ein herzlicher Dank geht auch an Sadudin Efendi Atutlić, Hauptimam der Islamischen Bosnischen Gemeinschaft Schweiz, sowie an unseren Gast aus Bosnien, Mohamed Jugo, Vertreter der Islamischen Gemeinschaft von Bosnien-Herzegowina für internationale Beziehungen in Europa. Unsere große Wertschätzung gilt dem Faik Basarić, Überlebender des Konzentrationslagers Manjaša bei Banja Luka, der heute sein persönliches und bewegendes Zeugnis mit uns geteilt hat. Seine Worte erinnern uns daran, dass hinter jeder Zahl ein menschliches Schicksal steht, und sie verpflichtet uns, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren und jede Form der Genozidleugnung entschlossen entgegenzutreten. Ein herzliches Dankeschön gilt auch zahlreichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Besonderes Danken möchten wir Islamische Bosniakische Zentrum Zürich für seine wertvolle Unterstützung und Präsident Samen. Liebe Anwesende, mit einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde 11. Juli zum Internationalen Tag des Gedenkens an den Genozid von Srebrenica erklärt. Und wir wollen das hier in Zürich jedes Jahr bezeichnen und hier zusammenkommen. Ich bin froh, dass wir so zahlreich gekommen sind, und danke an euch alle. In der Folge dieser Resolution haben zahlreiche Länder weltweit ihre Bemühungen verstärkt, die Geschichte des Genozids von Srebrenica im Bildungswesen, insbesondere im Schulunterricht, zu behandeln. Damit soll das Bewusstsein für die Gefahren von Hass, Diskriminierung und Völkermord gestärkt und die Erinnerung an Opfer lebendig gehalten werden. Leider müssen wir gleichzeitig feststellen, dass die Leugnung des Genozids sowie die Verherrlichung von Kriegsverbrechern auch heute noch in Bosnien-Herzegowina präsent sind. Destruktive politische Kräfte vertiefen ethnische Spaltungen und blockieren Entwicklung einer geeinten, demokratischen und zukunftsorientierten bosnischen Gesellschaft. Solche Tendenzen zeigen sich insbesondere in Teilen der politischen Führung der Republika Srpska, aber auch in kroatisch-nationalistische politische Konzepte, die an kriegsverbrecherische Ideologien anknüpfen. Auf diese besorgniserregende Entwicklung wird seit Jahren wiederholt in Berichten an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hingewiesen. Deshalb plädieren wir an die internationale Gemeinschaft und an alle frei denkenden Menschen, ein geeintes Bosnien-Herzegowina ohne ethnische Spaltung zu unterstützen, für einen Staat, freie und gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Zugleich fordern wir ein entschiedenes Entgegentreten gegenüber die Spaltung vorantreiben und dadurch Frieden, Stabilität und Zusammenleben gefährden. Ein Volk, das einen Genozid überlebt hat, die besondere Verpflichtung, sich für Gerechtigkeit, Frieden und Wahrung des Menschenrechts einzusetzen.
einzusetzen. Deshalb rufen wir dazu auf, weiterhin die Erinnerung an den Holocaust und an die Opfer des jüdischen Volkes wachzuhalten. Gleichzeitig appellieren wir an die internationale Gemeinschaft, sich für den Schutz von Zivilisten und Kindern in Palästina einzusetzen und alles zu unternehmen, um das Leid der betroffenen Bevölkerung sowie Tötung unschuldiger Menschen zu verhindern. Jedes Menschenleben ist von gleichem Wert und verdient Schutz, Würde und Respekt. Am Schluss, ich lade Sie nun ein, die Ausstellung zu besichtigen, die Plakate und deren Inhalte auf sich zu wirken zu lassen, sowie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Gespräch zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit und bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Podignite zastave ove koje ste donijeli, da pokažemo naše jedinstvo i slogu. Mašite njima, podignite mašte zastave. Hold my hand and don't let go. Mama, I love you so. They're taking me away. I don't wanna go. Mama, pray for my soul. I don't know what I've done wrong and why they hate me so. Don't forget me, Srebrenica. You'll always be in my heart, Srebrenica. I won't forget, Srebrenica. You'll always be in my heart, Srebrenica. I won't forget. Standing side by side, waiting to die. This fear, it can't be described. Every minute felt like years as we stood in line. While tears flowed from my eyes, I don't know what I've done wrong and why they hate me so. Don't forget me, Srebrenica. You'll always be my heart, Srebrenica. I won't forget, Srebrenica. You'll always be my heart, Srebrenica. I won't forget. Oh, you discriminate against my faith and my name. Stop spreading your hate. We are on the same. We